Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. Guten Tag miteinander und willkommen bei einer neuen Folge «Jetzt redet mir» mit der neuen Kategorie «Jetzt lernet mir». Ich würde mega gerne mit einem Zitat in das Programm starten, und zwar mein Lieblingszitat. Estella hat mich in der letzten Folge gefragt, was ist so das Zitat, das dich mega geprägt hat, wo du dein HF-Studium gemacht hast in der Psychiatrie. Und zwar ist das von Phil Barker. Das ist ein englischer Psychotherapeut. Ist so um die 1932 geboren, also er ist genau 1932 geboren. Und er sagt, ich zitiere, jetzt müsst ihr die Muscheln offen haben: Als Mensch ist unsere Geschichte alles, was wir haben. Was immer wir jemals sein können, wird von der Geschichte unseres Lebens umschlossen. Die Ereignisse, die eingetreten sind und wie wir darauf reagiert haben. Diese Geschichte verzeichnet nicht nur die Veränderung auf der Reise, die seit unserer Geburt über Kindheit und das Erwachsenenalter hindurch eingetreten sind, sondern auch der Wachstum und die Entwicklung, die in uns stattgefunden haben. Und mich hat das mega geprägt, weil wenn du in der Psychiatrie anfängst zu arbeiten und du bist irgendwie 19, bin ich glaube ich, 19, 20, 21, keine Ahnung. Und dann bist du eben dort und auf dich prasselt so viel ein. Am Anfang habe ich auf der Dings gearbeitet, auf der Privatabteilung. Dort ist so ein bisschen Depression. Ältere Menschen sind oft gekommen, eben kein Kontakt mehr, ihr Gatte ist gestorben, kein Kind, Vereinsamung etc. in der Leistungsgesellschaft, wo uns alle betrifft oder wo wir alle müssen Obacht haben, dass wir da nicht reingehen. Darum sage ich immer, pflegt euren Kontakt zu euren Mitmenschen. Genau. Und das zweite Jahr bin ich dann auf die Akutstation gekommen, gell? Und das ist ja nochmal ein ganz anderer Wind. Also ich kann euch erzählen, auf der Akutstation sind eben die Fälle gewesen, ich habe es erzählt mit dem EAZ, wo ich im Podcast war, dass die Frau in einer manischen Episode war. Manie ist sozusagen der Gegenpol von der Depression. Also wenn du depressiv bist, bist du ja in dich gekehrt und lustlos, vielleicht Suizidgedanken. Ähm, ja, du kannst dich für nichts begeistern, du hast eine grosse Trauer in dir. Und Manie ist so wie ein kleines Gegenpol, also ich habe es in meinem Kopf wie so verankert. Und zwar, du bist mega aufgedreht. Leute, die zum Beispiel manisch sind, haben auch einen mega extremen sexuellen Trieb. Es kann so weit gehen, dass sie wirklich auch in eine Psychose hineingehen, dass sie das Gefühl haben, sie sind irgendwie die Weltherrschaft. Mit mal einen gehabt, der ist so ein Finanzenbroker, das gewesen. Nachher ist er voll reingegangen, hat sich auch eine Manie entwickelt. Und dann hat er mir mal so gesagt: «Hey du, mit dem kleinen Lohn da.» Und dann habe ich gesagt: «Ja, was willst du?» Hat er gesagt: «Ja, da holen wir Ziggis und so.» Er hat nicht raus, oder das ist eine geschlossene Station, müsst ihr euch vorstellen. Das ist so, damit die Leute nicht abhauen, anderen schaden oder sich selber schaden. Also du kommst immer auf die Akutstation, wenn du gefährlich für dich bist oder für andere, was ja eigentlich richtig ist. Und dann haben wir so 100 Stutz gegeben, also kaufen wir ein Päckchen Ziggis. Wie viel kostet Ziggis überhaupt? 50 Stutz, 60 Stutz. Kannst du den Rest behalten mit dem kleinen Lehrlingslohn da. Ein paar Damen haben sich komplett ausgezogen, sind nackt durch die Station gerannt. Und das ist schon recht viel für einen 20-jährigen Bub, sage ich mal, der aus dem Verkauf kommt. Ich habe Detailhandel in der Modebranche gemacht. Im Esprit, um genau zu sein, im Sale City, habe ich meine Lehre gemacht, 9 bis 2012. Und dann prasselt das alles auf dich ein, weißt? Und es ist nicht nur das. Dann gibt es Leute, die schizophren sind, es gibt Leute, die Psychosen haben. Und Stimmen hören ist ja auch so wie ein grosses Thema. Und ich kann euch heute das Thema ein bisschen näher bringen. Also Stimmen hören, was passiert denn genau im Kopf. Ein Film, wo ich euch sehr ans Herz legen würde, wäre «Das weiße Rauschen».
Ist ein mega alter Film, aber der erzählt eigentlich mega gut, was eine Schizophrenie ist. Genau, in dieser Folge wird es eigentlich darum gehen, Stimmen hören, Schizophrenie. Ich zeige euch das so wie ein bisschen auf. Hoppla, George. Ich wollte eigentlich im Hintergrund Musik laufen, aber ich glaube, ich lasse das jetzt. Ich habe nicht so Lust zur Musik hören. Wenn du Stimmen hörst, ist das eigentlich nichts anderes, als wenn du eine Filterstörung in deinem Kopf hast. Ich versuche das jetzt aufzuzeichnen und ich hoffe, man sieht das. Genau, also wir haben in unserem Kopf, in unserem Gehirn Synapsen. Oder? Das nennt sich Synapsen, das sind Hirnverbindungen. Und wenn das jetzt 2 Synapsen sind, ich hoffe, man sieht es, haben wir da einen Filter im Gehirn. So, für die nur hören, ich habe 2 Synapsen gemalt und in der Mitte von der Synapse habe ich wie so einen Kreis gemalt. Das ist der Filter in unserem Hirn. Und in diesem Filter haben wir so ganz, ganz kleine Löcher, kann man sich das vorstellen. Und von da kommt ein Gedanke, oder? Ich sage jetzt zum Beispiel, du bist mega hässig, keine Ahnung, bist im Gym, hast mit einem gestritten, ich weiß doch auch nicht. Nachher schaut einer dich so komisch an. Und wenn er schaut, denkst du dir so, ey, was schaut der Mann? Will der mich irgendwie schlagen oder was? So schnell der Gedanke wieder kommt, da rein, tut der Filter da eigentlich wie das bewerten. Also ist der Gedanke wertvoll für mich? Muss ich den wie weiterziehen in die andere Synapse? Oder geht der wie raus? Oder ich mache ein anderes Beispiel. Du bist hässig auf der Autobahn, hast gerade gestritten mit deiner Freundin, es wird dir alles zu viel. Du denkst schon so, boah, am liebsten, ich würde gerade da in die Leitplanke wie rein. Das ist so schnell gedacht und gesagt, dass das gerade wieder rausgeht. Ein Mensch, der jetzt aber eine Schizophrenie hat oder genau diese Filterstörung hat, ist es eben nicht so, wie ein Cookie zeichnet, sondern der Filter ist bei ihm so durchlässig und hat so ein Riesenloch. Heißt, jeder Gedanke, der da reinkommt, oder fast jeder Gedanke, wird von dem Filter als wertvoll genug oder, wie soll ich sagen, als sinnvoll genug, ich glaube, sinnvoll ist das richtige Wort, als sinnvoll genug erachtet und geht dann weiter in die nächste Hirnzelle. Heißt, wenn mich jemand anschaut, Straub anschaut und ich denke mir, wieso schaut er mich an, will der mir etwas, dann fange ich an, das zu glauben, dass er mir etwas machen möchte. Wir haben zum Beispiel oft in der Psychiatrie gehabt, dass Leute, die Stimmen gehört haben oder eben schizophren sind oder in einer Psychose sind, dass sie mega viele Leute angegriffen haben, oder? Ein Mitarbeiter ist mal heavy drunter gekommen, weil ein junger Mann eben Schizophrenie hatte, die Filterstörung im Kopf hatte. Und er hat gedacht, dass er Erzengel Gabriel ist und der Mitarbeiter von uns der Teufel. Und ihr müsst euch so vorstellen, dass die Leute glauben das zu 1000%, also es ist ihre Realität. Wenn du jetzt vor der Kamera Lea heisst und ich komme zu dir und sage, du heisst gar nicht Lea, du heisst Svenja, dann denkst du dir doch, ist der dumm. Ich weiß seit 27 Jahren oder wie alt ich bin, dass ich Lea heiße, was will der mir erzählen? Mit so einer Überzeugung glauben die Leute das, was sie erleben in dieser Psychose auch. Weil eben, wie gesagt, durch die Filterstörung bekommt jeder Gedanke wie viel, viel mehr Wert. Und was gibt's? Was kann man wie machen? Es gibt Neuroleptika. Neuroleptika sind Medikamente, die eigentlich bei Krankheiten wie Schizophrenie, manisch-depressive Menschen, amigs auch Persönlichkeitsstörungen, sogar auch bei Depressionen verwendet werden. Und der Sinn und der Zweck von dem ist, dass das Neuroleptika auf das riesige Loch da, wo euer Kopf halt hat, und da ist natürlich auch nicht zu sagen, wie so etwas passiert, oder? Das weiß man nicht. Man sagt immer, psychische Krankheiten sind multifaktoriell. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, blöd gesagt, wie bei einem Bruch, ja, wenn du von 4 Metern springst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du dir den Oberschenkelknochen brichst. Fun Fact, Spaß mit Flaggen? Nein, das ist der Femur.
der Oberschenkelknochen ist der Femurknochen. Und genau, das ist ja so. Springst du, brichst du dir etwas. Rauchst du, kann es sein, dass du Lungenkrebs hast. Und bei der Psychologie ist das eben noch nicht so erforscht. Also das Thema Psychologie ist allgemein nicht so extrem erforscht, wie man eigentlich denkt. Ich muss dazu sagen, dass, lass mich nicht lügen, vor 50 oder 60 Jahren in den Fachbüchern Homosexualität noch eine psychische Krankheit war, die man austreiben aus den Leuten oder behandeln. Also könnt ihr euch etwa vorstellen, heute alle LGBTQ etc. Ich will es gar nicht irgendwie schmälern oder schlecht reden, aber einfach um den Gap zu zeigen, wo sind wir circa vor 50 Jahren gewesen und wo sind wir jetzt angelangt, oder? Und genau, die Neuroleptika sorgen eigentlich dafür, dass der Filter wie zugekleistert wird. So, das heißt, dass Gedanken, ganz normale Gedanken, nicht mehr so durchlässig sind durch das Medikament. Neuroleptika, ich sage jetzt mal, es wäre zum Beispiel Zyprexa ist ein Neuroleptika, Quetiapin ist ein Neuroleptika, Seroquel, Sequase ist genau das gleiche wie Quetiapin. Ich weiß auch, dass vielleicht habt ihr die Medis mal gehört, darum sage ich das. Und jetzt ist es eben so, dass wenn ich zu viel Neuroleptika gebe, dann gehen die normalen Gedanken auch nicht durch. Darum sehen ihr die Leute, zum Beispiel, man nennt das EPS, lasst mich nicht lügen, irgendwie Extrapyramidalstörungen, keine Ahnung, ich bin schon lange aus der Schule draussen. Und das sind die Leute, die so einen Robotergang haben, die so geäufert, wo, wenn du mit ihnen redest, vielleicht hast du auch mal mit einem psychisch betagten Menschen geredet, dass wenn er auf diesen Medis ist, dass gar nichts wie ankommt. Und das ist eben eigentlich die Aufgabe dann von einem Psychiater. Auch ein Fun Fact, also Fun Fact. Ein Psychiater ist jemand, der Medizin studiert hat und dann weiter in der Psychologie geschafft hat. Also der Typ oder die Frau hat einen Medizinabschluss. Das heißt, der Unterschied von einem Psychiater zu einem Psychologen ist, der grösste Unterschied, ein Psychiater darf Medikamente verschreiben, ein Psychologe aber nicht. Weil ein Psychologe hat Psychologie studiert und nicht Medizin und kennt den menschlichen Körper nicht so wie ein Psychiater. Ich hoffe, das macht Sinn. Und genau, viele Leute haben mich auch gefragt, ist denn Schizophrenie behandelbar? Laut dem Wissen, das ich noch habe, ist es so, dass zu 30%, also es ist eigentlich, die Chancen sind 33, dass es sich bessert, sind 33%, dass es ganz weggeht, ist 33% und dass es nicht mal eine Besserung gibt, also dass du für immer dort gefangen bist, sind die restlichen 33%. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt denkt ihr vielleicht ja, wieso nehmen sie nicht einfach Medis? Ich meine, dann kannst du dich ja richtig dosieren lassen, etc. Dann ist ja gut, dann hast du die Gedanken nicht mehr, du hast die Stimme wie nicht mehr. Das Heimtückische ist, wenn euch jetzt ein Arzt Medikament gibt, weil ihr Schmerzen habt, oder? Ihr habt jetzt Brufen bekommen, weil ihr habt eine Prellung, keine Ahnung. Und der Arzt sagt euch, nehmt das 3 Wochen. Wann hörst du das Medikament aufzunehmen? Du hörst meistens das Medikament aufzunehmen, wenn es dir ja wieder gut geht. Also du denkst dir, wieso soll ich jetzt Medis fressen, wenn es mir gut geht? Und das ist ja das Komische dann bei den Leuten, die eben die Medikamente haben, wie Neuroleptika. Wenn sie das haben, fühlen sie sich ja normal und gesund und denken sich, ich brauche die Medis ja gar nicht, wieso soll ich die wieder nehmen? Und wenn du die Medis eben nicht nimmst, wirst du wieder krank. Es ist nicht so, dass das Medikament dich heilt in dem Sinn. Also es kann sein, wie gesagt, zu 33%, aber in den meisten Fällen ist es so, nimmst du es nicht mehr, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du wieder dort reingehst. Und jetzt noch ein bisschen zu Stimmen hören, was ich sehr spannend finde. Ich habe da mal eine Präsentation vorbereitet und ich schaue da immer wieder ein bisschen an, falls ihr euch denkt, wo schaut der an, ist der selber schizophren gefunden worden, gehört der Stimme. Genau, eben in dem Film «Das weiße Rauschen» sehen das eigentlich mega gut. Es ist so, dass der Verlauf meistens so ist, dass es mit einem Rauschen anfängt. Es fängt an mit einem Rauschen und wird dann weiter
so ein unverständlicher Dialog. Sprich, du hörst, dass Leute reden, aber verstehst nicht genau, was sie wie reden. Und da kommt auch wieder die Filterstörung zum Einsatz. Wenn der Filter da kaputt ist und die Gedanken reinprasseln, kann das sein, dass dein Hirn irgendwann die Gedanken zu einer Stimme formt. Und es kann sein, dass das eine Stimme ist, die du noch nie gehört hast. Es kann sein, eine Stimme von deiner Mami, vielleicht weil deine Mami herrisch war oder weil dein Vater dich vielleicht körperlich missbraucht hat, kann das sein, dass du wie die Stimme hörst. Und wenn du mit diesen Leuten schaffst, ist es mega, mega eindrücklich, dass wenn du mit ihnen redest und sie hören eine Stimme, dass sie dir gar nicht mehr aufmerksam zuhören können, sondern wie mega konzentriert sind. Es gibt so eine Übung, die ihr machen könnt. Ihr könnt machen, dass, wenn ihr zu fünften sind zum Beispiel in einer Gruppe, dass ihr also so gegenüber sitzt und dann versucht mal einen Dialog zu führen, aber hinter dem Mensch, hinter einem von euch, sitzen 3 andere Leute und flüstern immer etwas ins Ohr. Einer kommentiert alles, was passiert. Einer gibt den Befehl, bring dich um, schlag ihn, etc. Und einmal herrscht wie ein Dialog zum Beispiel. Und es ist unglaublich schwer, sich dann zu konzentrieren, oder? Also es ist fast schier unmöglich. Also. Und genau, und meistens baut die Stimme sich also auf. Also zuerst hörst du wie einen Dialog, den du nicht verstehst, dann irgendwann verstehst du den Dialog, dann kommt es zu kommentierenden Sachen. Ich sage jetzt mal, ich mache etwas, dann höre ich wie eine Stimme. Oh mein Gott, schau mal den Hakan, wie dumm er ist. Schau, wie er vor der Kamera steht, schau, wie er da seine Notizen macht und denkt, er wäre etwas Besseres. Es sind Stimmen, die recht an dem Ego nagen, sage ich mal. Und dann kommt das Schlimmste, das sind imperative Stimmen. Imperative Stimmen, wie vorher gesagt, sind Stimmen, die dir sagen, die dich zu Handlungen wie zwingen, oder? Und dir sagen eben, schlag den, weil er will dich umbringen. Und in dem Moment fängst du es mega an zu glauben. Und faktisch muss man sehen, dass etwa 2,1% der Weltbevölkerung Stimmen hören. Und das Spannende ist jetzt, dass 66% von den Leuten, die Stimmen hören, das als positiv empfinden und gar nicht wollen, dass das aufhört. Ich hatte mal eine in der Klasse gehabt. Ich weiß nicht wieso, sie hat mir dann angefangen zu schreiben, weil sie gesagt hat, ich habe meine Mami gesehen, irgendwie ihre Mutter ist verstorben und sie hat mir gesagt, dass du, also sprich ich, ihr wie weiterhelfen kann. Und dann haben wir so ein bisschen geredet etc. Ich wollte herausfinden, was die Frau hat oder wie ich ihr helfen kann. Und sie hat mir gesagt, sie will nicht zum Arzt gehen, weil sie will nicht, dass die Stimme weggehen. Ihre Mutter ist gestorben und so kann sie wie immer mit ihrer Mutter connected sein, weil sie am Abend kommt und mit ihr wie redet. Und das kann man ja auch ein bisschen verstehen, oder? Dass man das wie nicht missen möchte. Und ich bin recht erstaunt, dass eben 66% der Weltbevölkerung, die Schizophrenie haben oder die Stimmen hören, sagen, ich will das behalten, weil es ist ein toter Familienmitglied und es gibt mir Kraft. Klein noch zu den Ursachen, wie so etwas ausgelöst werden kann. Klar kann es in der Genetik sein, also wenn ihr das in der Familie habt, dann ist es leider wahrscheinlich oder die Gefahr besteht, dass ihr das auch habt. Hirnstoffwechselstörung, das kann ausgelöst sein durch Medikamente, das kann ausgelöst sein durch OPs, durch Drogen. Und da möchte ich auch noch mal einhängen, oder? Also, falls ihr mal Cannabis konsumiert habt und ein bisschen paranoid werdet, oder eben so die Gedanken habt, wieso hat er mich jetzt angeschaut? Kennt ihr das? Ihr sitzt im Bus und dann denkt ihr, shit, jeder weiß, dass ich drauf bin. Jeder weiß, dass ich drauf bin. Das ist zum Beispiel auch so etwas, weil Cannabis lässt den Filter in eurem Hirn auch durchlässiger machen. Ich sage nicht, jeder, der kifft, bekommt eine Schizophrenie oder hört Stimmen. Das will ich nicht sagen, aber ihr müsst sehr, sehr gut aufpassen, wie euer Hirn gestrickt ist, was bei euch Stress auslöst,
jemand schnell zur Paranoia tendiert. Und dann würde ich also wirklich einfach die Finger weg von Drogen lassen, weil wir hatten mal eine Frau, die ist glaube 2 Jahre älter als ich, hat einmal einen Zug vom Joint genommen und ist in eine Psychose hineingekommen und ab dem Moment wie nicht mehr rausgekommen. Und die Frau muss heute Medikamente nehmen, weil sonst wird sie wieder mega paranoid etc. Es hat mega viele Geschichten. Ich werde in diesem Format euch auch mega viele Geschichten erzählen. Sachen euch mitgeben, die ihr vielleicht noch nicht gewusst habt, die euch vielleicht helfen, vielleicht euren Mitmenschen ein bisschen mehr Verständnis zu zeigen. Darum auch das Zitat am Anfang. Wir wissen nicht, was die Person vor uns erlebt hat. Urteilen ist mega, mega einfach. Aber auch mal ruhig sein und irgendwie denken, hey, ich weiß nicht, was die Person erlebt hat. Sie wirkt recht aufgebracht etc. Ich mache mal wie einen Step Back. Das ist keine Schwäche im Fall. Also ich muss da nicht, hey, was hat der mich angefickt? Der hat mir nur so gesagt, jetzt fick ich ihn. Es ist so unnötig, wirklich. Es ist so unnötig. Jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, ich habe euch ein paar Fälle erzählt. Jetzt schlönt ihr noch so jemand ab. Also keine Ahnung. Diese Leute sind schon gestraft. Es ist mega schwierig. Ich habe mega viele Familien kaputt gesehen. Kaputt gesehen. Sorry, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ab und zu muss man hier die Satzstellung nochmal rekonstruieren. Und ja, das ist einfach so mein Tipp, den ich euch mitgeben möchte. Verurteilt nicht die Leute, wenn ihr ihre Geschichte nicht kennt. Versucht, ein besseres Gegenüber zu sein, das euch eigentlich vielleicht vor euch hockt. Und so Themen wie Psychiatrie, Psychologie, Krankheiten sind, finde ich, mega wichtig, weil eben, sie sensibilisieren uns und sensibilisieren uns auch auf unsere eigene Person. Darum sage ich ja immer, es ist mega wichtig, dass du ein Umfeld hast. Es ist mega wichtig, dass du ein Hobby hast. Es ist mega wichtig, dass du dich einerseits kreativ, einerseits sportlich und einerseits sozial ausleben kannst. Ich habe einen Leitsatz, und zwar sage ich, jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, Anerkennung und Zugehörigkeit. Und damit meine ich jeder Mensch. Auch ein Hooligan spürt dort eine Herdenwärme, wenn er Gleichgesinnte um sich hat und sie für den Sport brennen können. So wie auch in vielen anderen Facetten vom Leben. Ja, ich wäre mal jetzt fertig, weil ich finde, es ist ein bisschen schwieriger, sich einen Monolog zu geben und aufmerksam zuzuhören. Darum werden die Vorträge oder was auch immer zwischen 20, 40 Minuten sein. So. Und genau, schaut euch den Film an, das Weiße Rauschen. Und in der nächsten Folge werde ich vielleicht darauf eingehen, was man machen kann, wenn man mit Menschen mit dieser Krankheit wie gegenübersteht. Was ist die beste Verhaltensweise? Ich kann zum Beispiel etwas sagen, wenn einer euch sagt, ich sehe überall weiße Mäuse am Boden und er sieht das dann, ja, wie ich euch jetzt erzählt habe, ist es nicht richtig, mit der Psychose mitzuschwimmen und zu sagen, ja voll, ich sehe das auch, das wäre falsch. Es ist aber auch nicht richtig zu sagen, ich sehe da nicht. Nein, bist ja voll drauf. Ich sehe da nicht, es ist nichts. Weil die Person sieht das und das ist ihre Realität. Also ist wichtig zu sagen, ich glaube ihnen das, dass sie das sehen. Ich sehe aber keine weiße Mäuse. Und damit bietet ihr eigentlich null Angriffsfläche. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich bin gespannt, ob euch das etwas sagt. Die Kategorie lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Heute haben wir weniger gelacht, dafür mehr gelernt. Bacio.